Schwandisch, guck diese Film nicht, wenn du just bis Popcorn-Kino willst. Den neuen 28 Years Later erhält dich nicht und mischt dich einfach fertig. Wenn du aber noch 2 Tickets von der Kinepolis willst gewinnen, dann lose Like du und markiere eine Person in die Kommentare, die du gerne mal an der Kino willst zu hören. Tisch 28 Weeks Later und 28 Years Later leid nicht just eine lange Zeitspanne, mit bald eine komplette Generation. Und trotzdem wird Danny Boyle den Spirit von früher zurückgebracht. Me modernisiert für Haut. Es fühlt sich an wie eine logisch konsequente Fortsetzung und nicht wie wenn der Franchise just willst auspressen. Das ist also ein kompromisslose Film. Es gibt nichts zu lachen, nichts Ironisches, nichts was da liestert. Weil das brutal, kahl und komplett aus dem Gleichgewicht. Und das Spannendste daran, Zombies sind nicht mal die größten Gefahr. Der Film weist ganz klar, weil der menschliche Kult Jimmys noch viel mehr grausamer verstörend sind wie die Infiziert. Das ist eine von den stärksten Ideen am Film. Auf der einen Seite haben wir den Dr. Kelson. Hier probiert nicht die Welt zu retten, hier probiert nicht mal Zombien zu heilen, hier probiert zu verstehen, zu behandeln und roh an etwas Unmögliches zu bringen. Auf der anderen Seite haben wir dann Jimmys. Ein Kult, der kompletten Halt verloren. Ritualistisch, brutal, ball absurd. Und da entsteht ein faszinierender Kontrast. Ein Zombie, den durch Behandlung immer mehr rohisch geht, ein Mensch, den immer mehr monströs geht. Obwohl wir an einer Apokalypse sind, fehlt der Film sich dann aber erstaunlich intim. Es geht nicht um die Welt als ganz, mehr um Einzelschicksaler, die sich unumgänglich begegnen. Es gibt im Film ein Roh, die viele Zombie-Filme sich nicht trauen. Visuell bleibt der Bone-Tempel der DNA von der Reihe aber 3. Viel Shaky Cam bei den Zombie-Szenen, das Oldschool-Gefühl ist einfach direkt dran. Und der Pacing ist überraschend ausgeglacht. Der Film hält sich Zeit für die Atmosphäre. Und ja, was Brutalität angeht, sitzt der Narren kein Schöpf drauf. Der letzte war schon hart, diesen hier geht nach ein Stück mehr weit. Aber was der Chaos geht, und das klingt mir extrem effektiv. Dr. Kelson funktioniert immens gut als ruhige, ballphilosophische Gegepol. An der Kultlieder ein Charakter, der bewusst überdriven inszeniert ist, mir nie so weit, dass der lächerlich geht. Sein Wahnsinn ist bedrohlich, aber nicht cartoonhaft. Mein Fazit: The Bone Temple ist kein Film für jeder Rede. Mehr für die seriösen, deisteren und durchsturten Postapokalypse-Film wollen, ist extrem stark. Da das Horror, den nicht durch billige Schockeffekte funktioniert, mehr durch Stimmung, Ideen und menschlich aufgrenzt. Und genau dadurch bleibt er lang am Kopf. Schreibt mir mal in die Kommentare, seht ihr echt Team Kelson oder fand ihr den Kult nicht spannend? Auf ihr mehr Reviews macht ihr Pluswäsch. Und an dem Sinne verabschiede ich mich schon und wünsche euch noch ganz viel Spaß am Kino mit 28 Years Later. Ciao!